Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianita. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Ich war immer ein Schnurri, schon immer. Ich hatte auch in der Schule sicher eine grössere Klappe als andere. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass das könnte einen beruflichen Weg geben könnte. Gar nicht. Also für mich ist eigentlich immer so, Musik ist echt so meine Leidenschaft gewesen, und halt in dieser Zeit sowieso. Für mich ist einfach klar gewesen, es ist Musik und Musik hat mit Wort nichts zu tun. Ich habe eigentlich gar keine Pubertät durchgemacht. Und habe jetzt aber gemerkt, dass man sich vieles im Nachhinein zurückholen kann. Es klingt jetzt blöd. Also, natürlich macht man dann gewisse Sachen nicht mehr. Ich würde sagen, mit 45, 46, da muss man wahrscheinlich genau. nicht so pubertieren. Richtig. Also, es ist eine andere Art von Pubertät. Aber es ist gar nicht mal so weit davon entfernt. Es gibt Parallelen. Also, ich erlaube mir heute Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Und sage, hey, das habe ich eigentlich mir gar nicht zugestanden. Das steht mir noch zu. Ich darf das jetzt noch machen. Ich kann mich nicht pensionieren lassen. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt kein Fernsehen mehr machen. Ich habe einfach gefunden, wenn man 10 Jahre so eine grosse Sendung moderiert hat, wo doch jedes Jahr sehr ähnlich daherkommt, das liegt in der Natur der Sache, von so einer Preisverleihung, dann ist es einfach auch Zeit, dass man mal so etwas ändert. Also ein Teil von der Optik, und da gehört halt die Moderation auch dazu. Nicht nur Optik, sondern auch der Inhalt, wie man etwas prägt. Da muss man frischen Wind kommen. Das ist echt der einzige Grund, warum ich gefunden habe, so, jetzt ist genug. Ist es noch Liebe nach 25 Jahren? Das ist das, was ich mich immer frage. Ja, eben, oder es gibt sich ja einfach wandeln und ändern? Ja, also sie wandelt sich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja so viel zusammen durchgemacht. Wir haben Kinder auf die Welt gestellt. Wir haben uns mit ganz vielen Problemen, die das mit sich bringt, müssen zusammen befassen. Man muss ganz viele Entscheidungen zusammen treffen. Und es gibt eine Zeit, gerade mit 4 Kindern, da ist man nur noch am Organisieren. Also es ist eigentlich eine kleine Familienfirma, wo man einfach sagt, du machst das, ich mach das und das. Und irgendwann denkst du, wow, und wir? Also eigentlich sind wir mal zusammengekommen, weil wir uns geliebt haben, weil wir uns gerne haben. Und ich glaube, wenn du dann den anderen so über den ganzen Haufen, der da zwischen einem ist, anschaust und ein warmes Gefühl hast und immer noch das Gefühl hast, ja, ich würde ihn wieder heiraten, dann ist doch gut. Das ist ein Glück, mit so jemandem zusammenzuleben, wo das Leben einfach, oder einfach auch ein Problem, ein sogenanntes, das sich dir in den Weg stellt, eben nicht als Problem nimmt, sondern als Herausforderung, als Aufgabe. Das lösen wir jetzt. Also, und ich bin dann eher die, die so, oh nein, ui, yes, nein, was machen wir jetzt? Ich bin wirklich mehr der Typ. Und darum bin ich auch oft, ich hasse das Wort, aber ich bin auch gestresst. Also ich habe das ja immer versucht auch zu sagen in Interviews und so, ich bin nicht die lächelnde, austarierte Mama. Ich bin also sehr oft am Anschlag und schreie umeinander und bin echt nicht, also ich muss das immer wieder sagen, ich weiss, dass ich ganz einen anderen Eindruck vermittle, aber ich bin auch am Anschlag und bin auch oft so muffelig und grummelig und mal schlecht gelaunt. Ich weiss auch, dass ich auch für meine Kinder nicht würde mich jahrelang durchquälen und suchen in einer Partnerschaft, wo ich nicht mehr glücklich wäre. Also so ein Egoist wäre ich, da bin ich ziemlich sicher. Also von dem her habe ich auch Bewunderung für Leute, die sagen, wir bleiben jetzt einmal für die Kinder zusammen. Weil für die Kinder ist es natürlich schöner, wenn man eine Familieneinheit ist, vorausgesetzt, dass man anständig miteinander umgeht. Wenn man sich Teller an den Kopf wirft, dann ist es für die Kinder auch nicht lustig. Aber eben, jede Beziehung ist ein Universum, jede Familie ist ein Universum. Das ist etwas Grauenvolles, wenn man ein Perfektionist ist, weil dann etwas, das nicht genau so ist, wie es sollte, kann man nicht stehen lassen. Und das ist ein bisschen krank. Also das ist eigentlich doof. Ich finde das doof an mir. Aber ich will, wenn ich will, dass etwas gemacht wird, will ich es genau so, wie ich gesagt habe. Und das ist extrem blöd für alle rundherum eigentlich auch. Und für mich auch, weil es ist dann nie so, wie ich es will. Und also sprich, muss ich es selber machen. Und dann mache ich zu viel selber. Und dann, dann sind meine Kapazitäten irgendwo ein bisschen am Anschlag. Aus welchem Grund hast du dich gezogen?
Ja, weil ich jetzt in ein Alter komme, wo man sich anfängt überlegen, aha, okay, das Leben ist endlich und was will ich noch machen mit der Zeit, die mir bleibt, wo ich finde, kostbarer ist denn je. Als junger Mensch denkt man ja keine Sekunde daran, sterben, das ist irgendwann im nächsten Leben, also das betrifft mich nicht. Und heute merkst du, die eigenen Eltern kommen ins Alter, wo du merkst, okay, jetzt, es gibt eine Endzeit und alles ist irgendwann mal fertig. Und ich habe wahnsinnig Freude an älteren Leuten, die Lebensfreude immer noch haben, die sich immer noch interessieren fürs Leben, die an den jungen Leuten Freude haben, die eigene Ideen umsetzen. Also ich finde, das ist auch so ein neues Phänomen, dass es ältere und eben auch Damen gibt, die sich nicht irgendwie in eine Ecke hineindrängen von «jetzt bist du auf dem Abstellgleis und jetzt kannst du mal da deinem Ende entgegenwirken». Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Vesta. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianita.